Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei euch in der Schweiz zur nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wir haben in der letzten Folge schon Stufe 16 erreicht und sind da mitten in Silbermond stecken geblieben. Und ich habe mich jetzt halt ein bisschen nur erkundet wegen der Berufe. Und ich habe mich eigentlich entschieden, welche Berufe ich gerne ausüben würde. Das wäre einmal der Kürschner und einmal der Lederer. Und daher würde ich jetzt ganz kurz einmal so jemanden suchen, der das schafft. Jawohl, Stadtwache von Silbermond. Die sollten uns eigentlich gerade mal den Weg können weisen zu unseren Berufen, die ich gerne mal lernen würde. Und dann können wir nachher uns langsam... Da, Berufsbildner aus dem Weg. Kräuterkunde, Inschriftkunde, Bergbau, Lederverarbeiter. Verarbeitung zeigt es mir jetzt an, wo das soll stecken. Das wäre in dem Fall da vorne. Dann machen wir uns in dem Fall mal auf den Weg zum Lederverarbeiter und Kürschner. Ich hoffe, der ist gerade auch dort, sonst müssen wir halt noch mal ein kleines Stückchen laufen. Aber ich denke, mit diesen Sachen habe ich ziemlich schon mal eine gute Auswahl getroffen. Oh, wir können jetzt mitten in der Stadt in einen Haustierkampf machen. Ein Pokémon-Kampf pro Folge darf nicht fehlen. Ich würde sagen, erledigen wir doch ganz kurz die Level 3 Maus hier mit unserer Motte. Und zwar einmal angreifen. Sollte da... Nein, verfehlt. Was ist jetzt los? Er tüpft einfach nichts. Die Maus geht uns auf den Sack. Komm an, meine Motte! Was ist los? Nice, okay, aber jetzt wollte ich gerade sagen, gegen das Müsli verlieren wir jetzt da nicht wirklich, oder? Nice! So haben wir unseren Pokémon-Kampf auch noch überstanden und machen uns in dem Fall mal weiter zu der Lederverarbeitung. Dass wir jetzt da mitten in der Stadt rein können, einen Haustierkampf gegen das Müsli machen. Ich wollte es eigentlich jetzt mit dem Bogen runterschiessen, aber in dem Fall haben wir das jetzt doch so unsere Haustiere machen. Wie da zum Beispiel, da haben wir ja das Kaninchen. Ich kann das einfach so abschiessen, aber wie es aussieht, hat das nicht so ganz wie wir wollen. Es ist halt die Frage, wie laufe ich am besten durch? Einmal da unten so durch, hä? Okay, alles klar. Nicht, dass ich mich da wieder verlaufe. Ich verlaufe mich ja schon ziemlich gern. Gestorben bin ich auch schon zweimal, was ziemlich beschämend ist. Aber was wollte ich machen? Da haben wir noch einen Questgegenstand, 20 Leinstoff und dann haben wir da noch leichtes Leder. Nice, das Zeug tue ich in dem Fall gerade mal noch in die Bank reinrühren. Jetzt ist die Frage, doch da eine befindet sich. Irgendwo da eine sollte das sein. Einfach der Sound. Okay. Hallo zusammen. Findet da unten irgendeine Party statt? Findet ihr es lustig da? Häuptling Dornenhaut, das ist ein Nicknos. Samuro, okay. Ziemlich speziell. Lassen wir mal so stehen. Die hängen jetzt einfach auf dem Balkon und beobachten ein bisschen, was da so abgeht. So, da vorne haben wir jetzt den Lederverarbeitungs- und den Kürschnerlehrer gerade auf einem Haufen. Das ist natürlich ziemlich cool. Dann würde ich sagen, lernen wir gerade mal die zwei Fertigkeiten, also unsere Berufe. Und durch das können wir dann auch mal schauen, wie es weitergeht. Also einmal Lederverarbeitung lernen. Ihr könnt maximal 2 Berufe lernen. Lederverarbeitung, Berufe lernen. Jawohl, nehmen wir doch liebend gerne an. Wir haben neues Rezept erhalten. Leichte Rüstung setzt. Neue Rezepte lernen, neue Rezepte lernen. Okidok. Und dann würde ich sagen, dann tun wir uns gerade mal... Ja, ich habe es verstanden. Noch mehr. So, dann lernen wir doch gerade mal noch den Kürschner. Wie genau das jetzt funktioniert mit den zwei, also mit dem Lederverarbeiter kann ich jetzt irgendwie die Haut abziehen und mit dem anderen kann ich irgendetwas anderes machen. Ich weiss auch noch nicht genau, wie das soll ablaufen, aber warte, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo sind denn da meine Berufe? Da sind meine Berufe. Da haben wir einmal Grundlagen, wie man Tiere häutet und ihre Pilzefälle für die Lederverarbeitung verarbeitet und ermöglicht einem Lederverarbeiter Leder- und Kettenrüstung herzustellen. Also mit dem tun wir herstellen und mit dem tun wir eigentlich sammeln. Effizient zu sammeln. Soll ich die zwei Sachen sonst einfach einmal da irgendwie meine Leisten abnehmen? Ich nehme die jetzt einmal da meine Leisten, aber dass wir dann mal ausprobieren, wie das Ganze dann mal funktioniert. Dann würde ich sagen, wir haben in dem Fall in Silbermond alles erledigt, was wir zu erledigen haben. Und wir haben unsere Berufe gesammelt, damit wir die stetisch mit unserem Level mitleveln. Und da machen wir uns doch gerne mal aus Silbermond raus. Da vorne wartet nämlich schon die nächste Quest, die wir abzugeben haben. Da leuchtet schon die ganze Zeit ein Abenteuer. Seht eure Dungeon-Schlachtzug Questlog öffnen. Ja, aber da bin ich ja noch weit davon entfernt. Ich bin irgendwo da oben. Das ist schon irgendwo da unten irgendwann dann. Mann, oh Mann. Ich weiss jetzt nicht, warum das jetzt die ganze Zeit so aufgeleuchtet hat. Abenteurer. Kämpft in diesem Ressourcenwettlauf gegen die Allianz um die Vorherrschaft im Artipecken. Erforscht die verlassenen Minen unter Westfall, in denen Bruderschaft der Details im... Ah, jetzt könnte ich da einfach mal Gruppe beitreten. Ah, das sind dann einfach, das macht der Dungeon Browser auf. Das ist einfach so ein... Zum zeigen, wo ich am besten durchgehe. Den Dungeon Browser habe ich ja schon mal angeschaut. Da habe ich gesagt, würde ich dann gerne einmal den Flammenschlump machen und einmal Todesminen. Aber das würde ich jetzt eigentlich mal auf die nächste Folge verschieben. Ich persönlich habe Lust durchquesten.
und zu schauen, was uns noch ein bisschen erwartet Unsere da. Feinde werden fallen. Himmelsreiterin, Abendlicht. Dann geben wir doch da mal unsere Waren ab. Werbt einen Flug zurück nach Morgenluft im Immersongwald und liefert Satellias Waren bei Satellia ab. Dann nehmen wir doch die Quest gerade mal an. Dann fliegen wir in dem Fall einmal Morgenluft, müssten wir. Aber warte mal ganz kurz. Irgendwie habe ich da noch... Nein, da habe ich keine Quest zum Abgeben. Es hat nur so ausgesehen. Dann würde ich sagen, dann fliegen wir doch mal ganz kurz dort runter. Und was mich halt im Großen und Ganzen interessiert, die letzte Folge haben wir gerade gegen den Schluss zu, noch den Mehrfachschuss, wie auch der Adleraugen bekommen. Die Adleraugen verstehe ich nicht so ganz vorgelesen, habe ich ja schon beide, wie sie sollten funktionieren. Aber ich muss es im Großen und Ganzen mal ausprobieren. Versetzt oder Blickwinkel für 1 Minute an der anvisierten Position kann nur im Freien verwendet werden. Verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau. Aber wir probieren es jetzt einfach gerade mal aus, sobald wir mal angekommen sind und uns dürfen mit der nächsten Gruppe von Bösewichten auseinandersetzen. Ich sage jetzt mal Bösewichter, oh mein Gott. Mein Wortschatz wieder voll am Durchgehen. Ich muss wirklich mehr Duden lesen, damit ich da ein bisschen bessere Wörter von da bringe. So, wo muss ich da hin? Einmal aufwärts. Okay, dann gehen wir doch da einmal aufwärts. Du bist es nicht, du bist es auch nicht. Oder ist es da drinnen? Ah, da hinten. Okay, alles klar. Dann geben wir doch gerade mal zurück zu Satiel. Abgeben. Aber du hast leider keine weiteren Quests für uns. Ziemlich schade. Was bedeutet, da haben wir eigentlich so weit alle erledigt. Da vorne sehe ich gerade die nächste Quest zum Abgeben. Ich würde sagen, wir machen uns in dem Fall mal zu der Waldläuferin Sarien. Da mit unseren zwei, es sieht so episch geil aus mit diesen 2 Drachenvolken vis-à-vis von uns, die wir da mitnehmen. Also mich wundert es, also wenn wir sogar noch mehr Begleiter gleichzeitig haben, dann bin ich langsam völlig baff. Also wirklich baff, weil ich finde nur schon 2 ziemlich geil. Also kann man nichts dagegen sagen. So, Quest abgeben, aber hast du sicher nochmal eine für uns. Töten 7 Moderknochen, Maroro, Dore und 4 dunkle Gespenster, kehrt anschließend zu Waldläufen Sarien in Morgenluft im Immersongwald zurück. Also wir müssen hier in dem Fall ein paar Monster erledigen. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Zungenbrecher hoch 10. Und das habe schon lange nicht mehr so ein langes Wort gehört. Modern, Knochen, Marodöre. Okay, nehmen wir sie einfach mal an. Ich lasse mal so bleiben. Ich verstehe das Wort immer noch nicht. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nachschauen, wo das soll sein. Das soll in dem Fall da unten sein, in dem Bereich rein. Dann würde ich sagen, machen wir uns doch gerade mal in den Bereich rein und schauen nach, ob wir da mal ein paar Gespenstchen und von diesen Moderknochen finden. So, das wird in dem Fall eher in dem Bereich hier rein sein, so wie ich das denke, in dem dunklen Bereich. Da haben sich ja vorher schon von diesen Knochenviechern befunden, wie noch andere Sachen. Dann haben wir ein Kaninchen. Das versteckt sich da so schön. So, da haben wir ein Gespenst schon mal und da vorne haben wir schon... gegen die haben wir sogar schon mal gekämpft, wenn ich mich nicht täusche. Da haben wir mal eine Gruppe angegriffen. Ich würde sagen, ich probiere jetzt gerade aber mal. Okay. Also was passiert jetzt, wenn ich das einsetze? Oh, ich kann einfach auf den Punkt zu anschauen, was da so abgeht alles. Okay, das ist schon ziemlich cool. Da hinten sind jetzt wir. Okay, also das Falkenauge bringt eigentlich mehr dazu, dass wir einfach eine Umgebung anschauen, bevor wir überhaupt dort reingehen. Und die tut einfach mehrere Schüsse aufs Mal abführen. Ist auch noch ziemlich nice. Jetzt ist aber gerade die Frage, kann ich denen auch schon mit dem Lederzeug das Zeug abnehmen oder nicht? Jetzt muss ich das mal ausprobieren. Hürschner, nein, das ist es nicht. Kreatur kann nicht gehäutet werden. Okay, das heisst, es müssen wirklich bestimmte Kreaturen sein und ich kann häuten, das ist auch gut zu wissen. Aber wie es aussieht, den habe ich gar nicht gebraucht. Den können wir in dem Fall mal von meiner Aktionsleiste wegtun. Und ganz ehrlich, was ich jetzt langsam machen werde, ist, ich mache den Balken da nicht zu. Ich meine, ganz ehrlich, es fängt mich langsam an zu stören. Es ist langsam so lange Questliste da hinten, es fängt mich einfach langsam an zu stören. So, da vorne haben wir noch mal so ein Gespenstchen, dann würde ich sagen, machen wir uns doch gerade mal auf den. Jetzt können wir da gerade gleichzeitig beide unsere Tiere angreifen lassen. Ich finde das so genial. Das Einzige, was mir jetzt halt noch ein bisschen fehlt, ist, es zeigt mir jetzt nur ein Drachenfalken an. Kann das sein, dass du dich da hinten... Nein, also es zeigt mir wirklich nur einen Hauptdrachenfalken an. Einen anderen zeigt es mir nicht an. Bedeutungsweise, ein Drachenfalken ist einfach so blöd gesagt, der stirbt, wenn er stirbt. Also ich würde da nicht können etwas Grossartiges unternehmen. Das heisst, einer bleibt der Haupt, der andere ist dann wirklich nur zur Unterstützung da. Voilà, da haben wir Nummer 2 auch schon erledigt. Da haben wir noch mal ein bisschen Dings. Ah ja, stimmt, ich wollte das eigentlich noch in die Bank rein tun, unser Lederzeug. Und wie es aussieht, habe ich das wieder völlig verpeilt. Ich sage, ich mache mich da auf den Abendweg, weil unten haben wir eh noch eine Quest zum Abgeben. Vielleicht schaffen wir es ja gerade sogar bis runter, dann können wir gerade noch eine zweite Quest abgeben. Ich bin außer Reichweite.
Sola. Dann haben wir Nummer 3 von 4 von denen auch schon erledigt. Das heisst, jetzt packe ich mir davon noch einen. Danach müssen wir nur noch ein paar von diesen Gespenstchen erledigen. Muss ich gerade selber wieder anschauen. Dann haben wir immer noch 3 von diesen Gespenstchen. Das bedeutet, die haben wir jetzt fertig. Und jetzt machen wir uns auch die Gespenstchen. Jetzt soll ich mich da ein bisschen rausbegeben, dass so uns nicht aggressiv irgendwelche andere Münsterchen noch anchargen. Da hinten befindet sich auch schon das nächste Gespenstchen von uns. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zu dem, bevor es den macht. Ich muss näher heran. Nein, so kann der sich um den kümmern. Ich brauche da meine dunklen Gespenstchen. Mehr nicht. Ich brauche ein Ziel. So, die kann ich wahrscheinlich nämlich auch nicht häupten. Da muss ich es auch gar nicht probieren, von Anfang an nicht. Ich lasse in dem Fall da einen kämpfen. Das interessiert mich nicht. Ich brauche da meine Gespenstchen. Gut, und Nummer 4 lohnt sich in dem Fall wirklich eher mehr, wenn man eine größere Gruppe an herzlos, habe ich schon sagen, wegen Kingdom Hearts. Mehrere von den Untoten vor uns haben. Ich glaube, einer fehlt uns noch. Jawohl. Dann mache ich mich eher da außerhalb bitte durch, dass der uns da nicht anchargt. Dann versuche ich mir da das Gespenstchen da vorne ganz leicht und fein da rauszunehmen, ohne dass es jemand merkt. Nice. Sieht soweit gerade gut aus, also wir sind nicht von anderen Münstern angecharged worden. Das ist eine ziemlich nice Sache. Die sind wir glaube ich schon ein bisschen am Aufregeln, weil wir da schon alles am Abfarmen sind. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, weil da vorne hätten wir jetzt die Quest am Abgeben. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mich wirklich schnell zuerst zu dieser Quest hier aufmache und nachher wieder auf dem Rückweg da durch. Da greift uns auch schon etwas an, wenn ich das höre. Nice, dann tun wir da mal schnell den aus dem Weg räumen. So, da haben wir gerade noch ein bisschen Leder bekommen. Muss ich gerade mal im Inventar schauen. Also Platz haben wir jetzt ja wirklich zur Zeit momentan noch genug. Durch das, was wir eingekauft haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Wir haben unser erstes Gold erreicht. Ich kann es ja gar nicht glauben. Nicht schlecht. Wir haben unser allererstes Gold schon mal erreicht. Wir haben bei Rubin angefangen. Nachtelf Jäger. Aber mega cooles Mount. Vom Blackmore-Server. Da unten ist auch gerade noch jemand am Quest. Ein Blutelf-Hexenmeister von Uludar. Oh, da unten wäre schon die Quest zum Abgeben. Ich behaupte mal, der wahrscheinlich dann noch. Da hat es wahrscheinlich noch mehrere Quests wieder zum Annehmen. Aber wenigstens haben wir dann das schon mal erledigt gehabt. Ui, da hinten wird es ziemlich dunkel. Komplett in eine andere Welt. Was ist euer Begehr? Bewahrt euren Stolz. Geben wir mal die Quest ab. Apothekerin Tedra im Immersangwald möchte, dass ihr 4 versuchte Blutproben von Tieren aus dem Geisterlanden bringt. Gut, Geisterlanden wäre in dem Fall die Gegend da vorne, aber dahin wollte ich ja noch nicht so ganz. Dann würde ich sagen, wir wissen, wo es uns dann als nächstes verschlägt, sobald wir all die Quests auf dieser Insel erledigt haben, weil ich würde gerne eigentlich alle Quests so gut wie möglich erledigen, die es gibt. Zum auch noch mehrere Erfolge freischalten. Dann können wir ja Erfolge über so mehr Quests mehr erfüllen. Also gut, da beim anderen habe ich ja schon über Quest abgeschlossen. Schließt 1500 Quests ab. Das ist natürlich auch noch ziemlich Leistung, muss ich sagen. Ich habe nicht gewusst, dass ich früher so gesuchtet habe. Also 1500 Quests sind schon einiges. Wir haben bis jetzt mal 50 erledigt. Und mich wundert es, wie das aussieht, wenn wir auf Level 120 sind, wie viele Quests allein wir brauchen, um überhaupt dort raufzukommen. Aber das sehen wir ja dann so gegen das Ende vom Let's Play, sollte das schon mal machbar sein. So, da haben wir Wildtiere zusammen, aber irgendwie sind meine Wildtiere verschwunden. Sind die gestorben? Begleiter ist tot. Haben die einfach auf dem Weg gekämpft und ich habe das nicht mal mitbekommen. So, es tut sogar beide Begleiter gerade direkt wiederbeleben. Das finde ich natürlich auch ziemlich nice. Aber es finde ich jetzt krass, dass wirklich gerade beide beseitigt worden sind. Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen. Was ist denn da los? Oh, der fährt da mit seiner Kutsche umeinander. Das hätte ich natürlich zur Zeit auch mega gern. Aber uns fehlen ja nur noch 4 Level, bis wir uns langsam zum Reiten können begeben. Dann sind wir auch einiges schneller unterwegs. Und ich hoffe immer noch, dass die Kameraeinstellungen sich langsam mal mehr gegen rauszoomen. Weil so näher stört mich jetzt ehrlich gesagt. Ich finde, ich habe so wenig Übersicht über das ganze Komplette. Und ja, ich würde mich schon freuen. Außer ihr wisst, dass man das muss. Früher ist das wirklich normal gewesen, dann ist man am Anfang näher gewesen. Und in der späteren Zeit hat die Kamera sich automatisch rausgezoomt. Wenn ihr wüsstet, dass man das jetzt selber einstellen müsste, dann wäre ich natürlich froh darum, wenn ihr mir das in den Kommentar schreiben, damit ich auch Bescheid weiss und mich da nicht wie ein Löli aufführen und die ganze Zeit motzen, aber nicht weiss, dass ich das selber regeln müsste. Sprecht mit der Runenwächterin Dejan im Immersangwald nahe der Grenze zu den Geisterlanden. Also von dort, wo wir jetzt gerade gekommen sind, sollen wir jetzt eigentlich wieder an. Finde ich natürlich ziemlich dumm. Dann würde ich sagen, ich begebe mich lieber mal auf diese Seite über. Da haben wir sogar noch eine Quest, wo wir brauchen Bachkatzenhäppchen, die wir müssen noch einsammeln. Ich würde sagen, ich begebe mich in dem Fall einfach mal da komplett über.
Achtung! Richi! Ich habe gesagt, sollst du die heben! Oh Mann! So. Machen wir das auf den Weg hier rüber. Das sollte in diesem Pavillon hier rein sein. Weil wie gesagt, ich wollte wirklich zuerst den kompletten Immersangwald abschliessen, bevor ich mich hier weiter begebe. Dann haben wir in dem Fall aber schon mal unseren Weg gefunden Richtung Geisterlande. So, wenn du uns dann in Ruhe spazieren lassen willst, Löli, dann müssen wir dich halt beseitigen. Jawohl. So, dann mache ich da ein bisschen einen anderen. Aber jetzt auch, jetzt würde ich halt viel mehr sehen, was in meiner Umgebung passiert. Jetzt gerade fühle ich mich so unsicher, weil ich sehe nur, was vor mir passiert. Das ist so... Yeah! Yeah! Nicht gerade das Geilste, nicht gerade das Geilste. So, da hinten befindet sich auch noch ein anderer Spieler. Wir müssen uns da irgendwie da raufbegeben. Nein, das ist nicht da drin, es befindet sich irgendwie hinter dem Haus. Oh Mann, oh Mann. Da habe ich mich aber jetzt gerade ziemlich vertan. Oh, wo bist du denn? Wo bist du denn? Da hinten? Das wäre für Kräuter kommt. Aber da hinten sollten wir irgendwo eine Quest abgeben. Ah, ich habe sie gar nicht gesehen, weil er gerade verschwunden ist. Oder sie. Wir werden siegen. Quest abgeben. Lehrling Mirveda beim Sanktum des Ostens im Immersangwald möchte, dass ihr 8 besudelte Erdproben einsammelt. Das hätte man natürlich auch vorher schon können wissen, dann hätte man das auch schneller können erledigen. Die versuchten Walper sind ja nicht mehr vorher schon komisch angeschaut und denkt, wahrscheinlich gibt es noch Quests drüber. Das sind die kleinen Hügel, die im Boden drin sind. Wie viel müssen wir sammeln? 8 Stück von denen müssen wir einsammeln, das bedeutet, wir müssen dann auch noch ein paar von diesen komischen Viechern aus dem Weg räumen. Wie der zum Beispiel, der ist natürlich schon voll aggro da von uns unterwegs. Das geht ja gar nicht. Ich würde sagen, wir erledigen ganz kurz die Quest. Ist ja nicht die grösste Herausforderung gerade. So, da haben wir schon mal Nummer 1. Schauen wir gerade, ob ich da irgendwo gerade die nächste Probe gesehen habe, dass ich da nicht wild drauf loslaufe. Ich begebe mich da vorne, haben wir gerade nochmal eine. Ich muss einfach darauf achten, da haben wir jetzt nochmal das Gespenstchen, der wird uns sowieso angreifen. Ich habe kein Ziel. Nice. So, voilà. Was ich mir noch daran gewöhnen, für das brauche ich momentan nicht so viel. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist jetzt nicht gerade so der Überhit. Klar gibt es ein bisschen mehr Angriffsgeschwindigkeit, es macht Schaden und alles, aber finde es jetzt nicht gerade so der Hit. Finde es jetzt nicht so gerade der Hit. Vielleicht mit der Zeit, das schauen wir uns dann mal an. Am besten finde ich bis jetzt Uncharged, jetzt probiere ich mal das gerade aus, jetzt sollten ja unsere Wildtiere eigentlich einiges schneller angreifen. Nice. So, jetzt mache ich aber da Tier heilen. Dass du dich da mit dem Leben wieder voll heilst, dass du uns da nicht zu flöten gehst. Also Schaden tun wir jetzt schon kontinuierlich recht gut raushauen. Was? Level 17! Nice! Höhlen des Winkel langsam freigeschaltet. Nochmal ein neues Dungeon. 2 sogar haben wir neu freigeschaltet. Das bedeutet, in der nächsten Folge werde ich mich in dem Fall mehr drauf machen, mal ein Dungeon anzuschauen, besonders den Feuerschlund. Und Todesmine könnten wir uns eigentlich dann mal antun. Ich brauche da noch mehr Bodenproben. Wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 3 von 8 haben wir schon mal eingesammelt. Aber ich glaube, da ist halt nochmal jemand gleichzeitig am Einsammeln. Dann ist das natürlich ziemlich schwierig zu finden. Ich würde sagen, dann kümmere ich mich einfach da mal noch ein bisschen um die... Da vorne, beim vorne dran sehe ich gerade noch einen. Den holen wir uns, bevor der das macht. Da hinten haben wir gerade auch noch einen, wie ich gesehen habe. Ich würde sagen, da haben wir gerade schon mal die nächsten 2. Jetzt hoffe ich, die Person merkt das nicht und wandert weiter drauf. Hola! Nummer 4. Da oben haben wir Nummer 5. Nummer 6 haben wir gerade da hinten liegen. Jetzt haben wir gerade einen richtigen Lauf. Was ist jetzt los? Nummer 6, Nummer 7. Da ist irgendjemand gestorben. Leichnam von Oli Folli. Armen Oli Folli. Das ist zu weit entfernt. Ich würde dich gerne wiederbeleben. Aber der Jäger hat leider die Fähigkeit nicht dazu. Mit dem Paladin hätte ich dich jetzt wiederbeleben können. Und da hinten wartet auch schon das Nummer 8 auf uns. Also wir haben jetzt gerade einen ziemlichen Lauf gehabt. Die Quest gut können erledigen so. Vorne hätten wir sogar gerade nochmal eins, also ich muss sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben wir gut anbekommen. Dann geben wir mal ganz kurz unsere Quest bei Lehrling ab. Ich glaube, mehr erwartet uns da gerade nicht wirklich. Lehrling Mirveda. So, Quest abgegeben und erledigt. Dann würde ich sagen, wir begeben uns jetzt langsam mal über den Berg drüber zu diesen Quests so hindern. Weil da sollte ja eigentlich noch viel mehr stattfinden. So, Sanktum haben wir erforscht. Was? Du hast nochmal eine Quest? Wieso hast du mir... Hä?
Ich bin doch jetzt dort gestanden und es hat gar nichts mehr gehabt. Jetzt plötzlich hast du wieder eine Quest für uns. Schwachsinn. Einfach absoluter Schwachsinn. Nein, nur Spaß. Dann nehmen wir die doch auch noch. Sprecht mit Lehrerin Mirveda und beschützt sie dann vor dem Angriff der Geisel. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Okay, ich muss sie beschützen. Baladash Malanore. Ja. Ah, von denen da vorne? Okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse da nicht lange auf mich warten. So, jetzt können wir da nämlich gerade mal das Nummer 4 probieren. Macht jetzt nicht allzu viel Schaden. Weniger Schaden, als ich mir erhofft habe. Ich kann das nicht angreifen. Oder? Nice, das sollten glaube ich gerade alle gewesen sein, aber dich da unten sammle ich noch an Inventar. Es könnte natürlich sein, dass du noch etwas Nützliches hast, also Rüstung oder so etwas. Nein, aber auch noch ein bisschen Leder. Wie heisst das? Lederstoff. Lederstoff finde ich immer ziemlich nützlich. Was ich aber gerade mega cool finde, früher habe ich gemeint, hätte man das nur auf 20 stacken. Jetzt sehe ich aber gerade, dass ich es wirklich auf 31 gut stack. Finde ich noch ziemlich nice. Mich wundert, wie viel ein Stack kann haben pro Mal. Bringt die Forschungsnotizen zu Magistrix, Landra, Morgenwanderin im Morgenluft, im Immer Sangwald. Machen wir doch liebend gerne. Jetzt ist aber die Frage, wo das ist. Das ist in dem Fall wieder da hinten. Da haben wir ja eigentlich alles abgeschlossen, wie es aussieht, haben wir in dem Fall da noch wieder eine Quest freigeschaltet. Aber ich würde mich jetzt da über den Hügel überbegeben. Du stirbst noch, wenn du da nichts machst. Ich habe kein Ziel. So, la. Pass ein bisschen auf, Kradur. Ein bisschen aufpassen. Sollte ihr eigentlich auch nichts ausmachen. So. Wir sollten eigentlich fast da sein. Das sollte eigentlich das Teil da vorne sein. Machen wir uns da durch die Welt. Die sind halt noch ziemlich giftig unterwegs. Also die sind rot angeschrieben, bedeutet, sie greift auf uns auch an, sobald wir neben ihnen durchlaufen. Darum muss ich halt mein Auge ein bisschen mehr offen behalten. Dann haben wir noch einen Brust. Was ich noch nicht getötet habe in dem ganzen Spiel ist ein Frosch. Darum machen wir das jetzt mal gerade, dann haben wir das auch erledigt. Aber jetzt wundert es mich gerade, kann ich jetzt da... Kann nicht gehäutet werden. Okay, also in dem Fall eher pelzartige Tiere wie Bachkatzen und so weiter. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht können wir da sogar die machen. Häsli bin ich mir auch unsicher, ob wir die hüten könnten, aber ich glaube, es bezieht sich wirklich eher auf NPCs als auf Monster, also wie Tiger, Katzen gibt es das überhaupt? Ja, Tiger und Katzen sind ja fast das gleiche. Lassen wir mal so stehen, bevor ich mich da noch komplett verschnurre. So, wo sind wir jetzt da? Wächter von Silbermond sind da natürlich auch gut vertreten. Inventar haben wir noch genug Platz. Speisen und Trank brauchen wir nicht. Wir sind da, um unsere Quest abgeben. Jetzt hast du sicher gerade nochmal eine neue für uns. Leutnant Dammerflucht bei der Zuflucht der Weltenwanderer im Immersangwald möchte, dass ihr 5 Berserker der Amani und 5 Axtwerfer der Amani tötet. Machen wir doch lieber gerne, aber da hat es noch 2 weitere Quests am Annehmen. Die würde ich lieber zuerst noch annehmen, bevor ich mich da auf etwas anderes begebe. Vielleicht können wir ja die Quests aneinander verbinden. Der Sieg ist nahe. Schmieden wollte ich eigentlich nicht lernen. Wir haben schon unsere Prüfe. Sucht in Torvata südöstlich der Zuflucht der Weltenwanderers nach Speermacher Otembe und bringt Otembes Hammer zu Aratel, Sonnenschmied, bei der Zuflucht der Weltenwanderer im Immer Sangwald. Und dafür bekommen wir ja, einen Stab, aber ein Stab bringt uns im Großen und Ganzen eigentlich nicht viel als Jäger. Aber auch ziemlich cool. Dann haben wir da oben noch die letzte Quest zum Annehmen. Machen wir das mal ganz kurz. Irgendwie haben wir da Bachkatzenhäppchen, müssten wir auch von da noch bekommen. Sprecht mit Lehrling Loral Talis nahe des Nachtschimmernsturms im Immer Sangwald. Haben wir nochmal eine Quest bekommen, um mit jemandem zu schwätzeln, dann machen wir doch das dann im Verlauf noch. Aber irgendwie müsste ich jetzt da Speise und Getränke, das könnte natürlich gerade bei dir sein. Ich habe einzigartige Waren. Wildschwein, grosses Bachkatzenhäppchen. Voilà, und so haben wir die Quest auch gerade noch erledigt. Hier oben hätten wir jetzt den Lehrling, da unten wären die 2 Sachen, die wir einsammeln müssen. Also die sieht man auch, die können wir gerade auf einer Stelle erledigen, aber ich freue mich jetzt, ob ich zuerst zum Lehrling Magistrix rauf soll. Oder ob ich mich zuerst um die Quest kümmern soll. Aber ich glaube, ich habe mich schon entschieden, dass wir uns da raufbegeben. Dann hat man da vielleicht auch noch 1 so Quest zum Erledigen. Und dann können wir uns ganz, ganz langsam da abwärts begeben und dann wieder da über. Oh Mann, die Welt ist so riesig. So, dann haben wir jetzt noch das. Lederverarbeiter. Dann machen wir uns mit unseren Drachenfalken auf den Weg zum Quest abgeben. Lehrling Magisters. Der letzte Lehrling ist, glaube ich, Magistrix geheißen, der heißt Magisters. Also namentechnisch sind wir recht schlecht dran, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ihr auch nicht immer so viel Zungenbrecher müssen bringen. Ich habe so Mühe, ein paar Namen auszusprechen. Das ist nicht normal. So, jetzt probiere ich aber gerade mal alte Bachkatze.
Stufe 17, ich würde sagen, probieren es gerade mal erledigen, weil mich würde es wundern, ob ich jetzt bei dem unser Leder anwenden kann. Ah, das macht es sogar automatisch, ich muss da nichts drücken. Kürschner tut es automatisch erledigen, das heisst für mich, ich kann die Fähigkeit eigentlich raus tun. Dann habe ich da auch wieder einen Platz mehr, den wir brauchen können. Da habe ich sogar immer noch meine 2 Tränke, die ich bis jetzt noch nicht brauchen konnte. Die tun sich sogar mit der Zeit vorher. Letztes Mal haben sie noch weniger als 50 Gesundheit wiederhergestellt, jetzt sind es 83, also sie tun mit unserem Level dort mitmachen. Wo ist Williten? Findet Grundbewahrer Williten beim Nachtschimmergrund im Immersangwald. Und da einen haben wir gerade noch unsere Quest zum Abgeben. Und dann hast du gerade sogar nochmal eine für uns. Die aktiviert 3 Kraftquellen des Nachtschimmerturms im Nachtschimmerturm. Bringt anschließend das Deaktivierungsjuwel zu Lehrling Loraltalis im Immersangwald. Jawohl, also wenn ich mir schon denke, da haben wir jetzt da hinten ein paar Quests, die wir erledigen können. Und die machen wir doch mal ganz kurz. Arterienbeste muss ich nicht erledigen. Wenn wir irgendwelche Kraftquellen deaktivieren. Voilà! So, dann haben wir das Monster auch gerade mal aus dem Verkehr gezogen. Dann haben wir nochmal so Mana-Schlangen. Jetzt sind es keine Mana-Würmer, jetzt sind es Mana-Schlangen. Ne? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Jawohl, und dich kann ich in dem Fall auch nicht kürschen. Du stehst mir da noch im Weg zu meinem... Weil das wird ja da oben wird das sein, Translationskugel. Das heisst, wir haben mehrere Stationen, die wir annehmen müssen, um die auszuschalten. Irgendwo da befindet sich aber auch nochmal eine Quest, die ich annehmen kann. Sehe ich gerade. Irgendwo da oben drauf in dem Fall. Schauen wir uns das Ganze mal an. Oder nicht oben drauf, in dem Fall unter uns. Hä? Hä? Nein, ich wollte die Quest. Jetzt ganz ehrlich gesagt, ich wollte eigentlich nur schnell die Quest annehmen da unten. Weil ich Befürchtung hatte, dass die Quest vielleicht auch mit dem zu tun hat, dass wir vielleicht ein paar Mana-Schlangen töten oder ein paar von den anderen Viecherli. Schade, schade. Gut, dann erledigen wir den Fall ganz kurz mal den Mana-Kristall da oben. Oder was das genau nochmal soll sein. Ah, das Gespenst müssen wir auch erledigen. Das greift uns dann sowieso noch von allein an. Gut, die Fähigkeit Adlerauge fällt mir gerade so auf. Die kann ich ehrlich gesagt gerade momentan nicht wirklich brauchen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, für was man das könnte brauchen. Ich bin oben wartet nochmal 2. Gut, dass wir da einfach in der Luft stehen können. Schaut das mal an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte jetzt nicht geschadet, da vielleicht noch irgendwie so stufenartig etwas reinzutun. Aber lassen wir mal so auch am Rande stehen. Gut, das sieht jetzt irgendwie auch aus, dass ich die Quest sogar da oben habe, wo ich jetzt unterwegs bin. Da, ne? Muss ich aber schauen, dass ich die zuerst alle außer Kraft setze, die Viecher. Voilà. Oh Mann, oh Mann! Es sind noch recht ein paar Einheiten da, die wir auseinander nehmen. Da kommen immer mehr dazu. So, jetzt haben wir die Bewegungsgeschwindigkeit auf den Drachenfalken. Oh, ein Drachenfalken von uns ist verstorben. Ich habe das gar nicht mitbekommen, Mann. Ich muss immer mehr darauf achten, dass die auch überleben. Oh Mann, oh Mann! Aber besser ein Drachenfalken als ich. Oh, ist der gemein gewesen. Ist der gemein gewesen. So. Ah, da hinten haben wir jetzt noch einen Mana-Wurm, bevor uns der da noch gegen den Strich gehen will. Tun wir ihn auch noch schnell beseitigen. Nice, nehmen wir doch auch gerade mal noch mit. Dann können wir mal die erste Kraftquelle deaktivieren. Nice. Erste Kraftquelle deaktiviert. Jetzt ist halt die Frage, ob sich alle irgendwie da drauf befinden oder... Jawohl, da befindet sich schon Nummer 2. Und da oben ist ja die Quest, die ich vorher so unbedingt annehmen wollte. Wie es aussieht, befindet sie sich in dem Fall da und nicht... So, voilà. Oh, da hinten haben wir noch einen Mana-Wurm, bevor ich da... Ich habe kein Ziel. So. Du Löli. Feierabend. So. Dann sammeln wir mal noch ganz kurz noch die Kraftquellen ein.
Nice. Da haben wir nochmal eine Quest zum Mitnehmen. Bringt Magistrit Nachtschimmer, Tagebuch von Magistrit Nachtschimmer. Okay, alles klar. Also wieder eine Quest, wo wir einfach mit jemandem anläufeln und ihm etwas Schickes bringen, was wir auf dem Weg gefunden haben. Gratis Quest, gratis Erfahrung, gratis Gold. Sag ich auch nicht nein. So, dann haben wir noch ein bisschen Kupfer zum Einsammeln. Und da würde es jetzt eigentlich nochmal ein bisschen aufwärts gehen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt ganz kurz schnell das Ätherbiest auseinandernehmen. Oh, da hinter uns ist gerade nochmal einer. Hilfe, nein! Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich mich nicht verdrücke und da Jump benutze, sonst werde ich da gröbster oben runterfallen. Ich würde sagen, sieht schon ziemlich gut aus. Ich mache mich da in dem Fall mal langsam auf den Weg auf. Da oben wartet schon der nächste Kristall auf uns. Aber wisst ihr was? Wir haben jetzt schon wieder so eine lange Zeit gespielt. Und ich würde sagen, wie es weitergeht und der nächste Kristall, das machen wir alles in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine kleine Runde World of Warcraft mit eurem Schweizer. Danke fürs Einschalten und bis in der nächsten Folge. Ciao!